wie frisch die grünen Nadeln schmecken. Die Kerzen stehen wie Säulen, wie Wächter am Weg. Das Rössli trabt oder schwebt's. In sanften Spiralen geht's höher und höher. Der Tobias sieht sein Spiegelbild in der Christbaumkugel. «Sag nur, wo du hin willst», ruft das Rössli. Der Tobias hebt den Kopf. Über ihm schimmert und funkelt eine feierliche Welt aus bunten Kugeln. Oder Sonne und Planeten. «Zum Mond bitte», flüstert er, «aber nicht zu nahe». Der Tobias erkennt den Mond sofort. Der goldige Halbmond aus Papier. Er bewegt den Maulwinkel auf und ab und seine Augen rollen. Was soll denn das bedeuten? «Red mit ihm», meint das Rössli. «Hallo Mond!» «Hallo Tobias!» Der Tobias schnauft tief. «Ich weiss, dass du mich kennst. Du schaust zu mir ins Bett und rundum bewegt sich etwas im Dunkeln und ich fürchte mich.» Der Mond schaut ganz verdutzt. «Du fürchtest dich? Vor mir?» «Manchmal, wenn du voll bist und wenn dann meine Spielzeuge so seltsame Schatten werfen.» «Gib diesen Schatten Namen», schlägt der Mond vor. «Sag, hallo Schattenbär, hallo Schattenente, gib hübsch Ruhe, denn ich will schlafen.» Der Tobias nickt und lacht und drückt dem Rössli die Knie ins Fell, damit es weiter trabt. «Moment», ruft der Mond. «Eins musst du noch wissen, damit du nie mehr vor mir Angst hast. Mein Licht ist ein geschenktes Licht, von der Sonne geschenkt. Ich freue mich darüber und strahle. Denk daran, wenn du mich wieder voll siehst, oder auch halb, oder sogar gar nicht. Ich bin immer der gleich, auch wenn ich mich in deinen Augen verwandle. Sich verwandeln, das gehört dazu. Und sich übers Lichtgeschenk freuen, auch.» Dann sind wir jetzt Freunde?» fragt der Tobias. «Klar, wenn du das möchtest», ruft der Mond. «Sag ruhig Peter zu mir.» Und er zwinkert und leuchtet dem Tobias und dem Rössli nach. Höher und höher reitet der Tobias. Ein wundervoller Vogel sitzt an seinem Weg. «Sollen wir anhalten?» fragt das Rössli. «Bitte», sagt der Tobias. Der Vogel trägt ein Federkrönchen. Seine Flügel sind gross und stark.